Wir wollen zu Esch, was die an der Stadt tut. Das sieht ein Deputéierte vom Kanton Esch und Doktor zu Esch während 15 Jahren, Michel Welter, den 9. Mai 1910 an der Chambre, dem Finanz- und Unterrichtsminister Matthias Mongen ist. Mehr wie 20 Escher Familiepep hatte schon 1894 an einer Petition und Gemeinderat die Gründung von einer Mittelschule gefordert. Ein weiterer sozialistischen Deputéiert aus dem Escher Kanton, den C.M. Spohr, hat de Monde und die Regierung weitergehen und nicht nur eine Handwerkerschule gefordert, mehr wissenschaftlichen und technischen Lycée, den die Juren vom Bassin Minier batanedisch hat. Schlussendlich Kodesch noch heftigen Debatten an der Chambre eng Industrie- und Handelsschule mit einem Inner- an einem Obergrad durch Gesetz vom 19. Juni 1910. Die Schule gouf firtecht am neue Stadthaus installiert, das 1990 an der Ulzestrasse gebaut gouf. Dann hat der Gemeinderat beschlossen, neues Gebäude hinter dem Tiergarten zu bauen auf einer Platz, die, wie der Gemeinderat damals formuliert hat, zur Sonne an der frischen Luft gedreht ist. Am Zentrum von der Stadt, weit weg von allen Etablissementen, das Comedy mischt. Der Architekt von der Stadt Esch, Paul Flesch, hat den Auftrag, Pläne dafür zu zeichnen. Die Industrie- und Handelsschule, den heutigen jungen Lycée, ist ein von den Hauptwerken von Paul Flesch, einem Freidenker, ein Bewunderer vom antiken Griechenland und von der Aufklärung. Wie den Ed Marold in der Strache hat, ist der Site an seiner Ausrichtung reich und Symbolik. Die Hauptfassade guckt an die Muresson, an die Aufklärung. Das Monument vom Bildungshumanismus steht vis-à-vis von einem religiösen Monument, der Josefskirche, die 1877 gebaut wurde. Neorenaissance an der Architektur von der Schule ist der Pendant zur Neogotik von der Kirche. Symbole vom Christentum und von der geistlichen Macht versus Symbole von der griechischen Antiquität und von der weltlichen Macht. Et findet das Symbol besonders am Mitteltrakt von der Hauptfassade, den an 3 horizontale Segmente angedeelt an oben als Portik ausgebildet ist, mit einem Pyramidendach. Ionisch inspiriert Seilen, die von Levenkäpp gedrohen, die Dennenzepp an der Maul halen. 3 Mascaronen, der Merkur und 2 Frauenkäpp dekorieren Fenster vom 2. Stock. An der Mitte vom Giebel thront Wopen von der Stadt Esch, drüber als ein Modell von der mittelalterlichen Stadtmauer. Der Rest von der Fassade ist durch 8 Pilaster mit ionisch inspirierte Kapiteller angedeelt. Deckpavillonen unterstreichen die Monumentalität vom Gebäude. Ein Haff mit den Wohnhäusern vom Direktor vom Portier komplettieren die großartige Anlage. Das neue Schulgebäude wurde den 1. Oktober 1909 angeweiht. Der nächste Escher Stadtarchitekt Paul Flesch war ein oprechter und entschlossener Mensch. Seine Frankophilie hatten zum Beispiel an den Exil auf Paris gezwungen 1914-18 und hatten den Prisonkast unter den Nazien am hohen Alter von 71 Jahren. Am Kader vom Bau von der Industrieschule hat der Flesch, den der Projekt für die Gemeinde dirigiert hat, gewohnt, sich gegen finanzielle Forderungen zu wehren von den Entrepreneuren Armand Spohr, Bof vom Deputierten C.M. Spohr, zuständig für die Eisendierscher, den Nicolas Hoffmann-Schädchen, responsabel für die Hölzer Charpente, sowie vom Chefuntrepreneur Jos Vester. Der Flesch soll den hohen Preis dafür bezahlen. Der Spohr, den Hoffmann an der Wester haben nämlich darauf dezidiert, sich für die Kommunalwahlen 1909 abzusetzen, gegen den Chefverrat unter dem Bürgermeister und Schmelzherr Leon Metz. Der Spohr gouf Bürgermeister, den Hoffmann Chefen an der Wester Gemeinderat. Sobald sie unter Murcht waren, haben sie den Paul Flesch als Stadtarchitekt herausgeholt und den Paul Vigreux am Platz genannt. Sein Projekt und nicht der vom Flesch gouf er noch zurückbehalten für die Mauer rund um die Schule. Die Industrieschule war für maximal 300 Schüler konzipiert. Die Zahl gouf im Zweiten Weltkrieg weit überschritten. 1957 gouf dafür angefangen, neue Flügel zu bauen für den Lycée de Garçons, wie die Schule 1945 offiziell geheischt wird.
Déi gouf awer 1965 fertig wéint zum fréien Dom vum Architekt a wéint finanzielle Streitereien tech Staater Gemeng. Eng erneit Erweiterung an Umgestaltung vum LGE, wo wenn's der Explosion vun de Schülerzuelen séier neideg ginn, méi gouwreich 30 Joer mi spéit realiséiert, no Pläng vum Architekt Will Erpelding. E neue Fligel am postmoderne Stil, fir d'wëssenschaftlech a kënchtlerech Fächer sowie Bibliothek, gouft nieef der fréierer direktech Villa gebaut, mé eng neii Sportzahl. Dës neii Gebaier goufen 1994 aweit. Notéieren mat zum Schluss, dats die Al-Hal an eng Kantin ëmgewandelt gouf. Do gesinn Schüler an Schülerinnen haut de monumentalen Tableau Les Terres Rouges 6 op 4 Meter vum fréiere Professor Mola Harry Rabinger fir d'Pariser Weltausstellung 1937 gemolt an Ende der 90er Jore komplett restauriert. 1937 huet d'Lützeburger Regierung eso de Visiteuren aus der ganzer Welt a Rieseformat den Näscher Quartier Hiel gewiesen, seg Casa Grande, seg Minen an seg Terru Schmelz, Mattekäse Minen de Montchargen an den Heigieben.